Sehr frohe Herren vom Festkomitee, ich bin Jonathan, der Kommandant der Sternenfleer-Pens. Es ist eine ganz besondere Tanztruppe. Liebe Freunde, ich bin der Leon, der Kommandant der großen Kölschen Sternenfleer. Und wir Sternenfleer möchten uns jetzt bei euch mit unserem Filmchen vorstellen. Die Tanzgruppe Kölsche Sternenfleer wurde 2018 als gemeinnütziger Verein gegründet und startete gleich mit 28 aktiven und 12 inaktiven Mitgliedern. Nur 4 Wochen nach unserer Gründung haben wir uns der Kölschen Narrengilde von 1967 angeschlossen und hatten eine Muttergesellschaft. Von Beginn an war die Verbindung zwischen Karneval und Tanz für uns gelebtes Brauchtum. Jungen Menschen dieses Brauchtum ganzheitlich zu vermitteln, sehen wir neben der guten Tanzausbildung als unsere pädagogische Aufgabe. Wir machen unser Aufwärmtraining mit Schrittkombinationen in der Tradition von Peter Schnitzler und Biggie Fahnenschreiber. Ich finde es gut, dass es bei uns eine ganz fundierte Tanzausbildung gibt. Was verbindet ihr mit dem Begriff Karnevalstanz? Für uns ist es gelebtes Brauchtum unserer Heimatstadt. Peter Schnitzler und Biggie Fahnenschreiber haben den Karnevalstanz in Köln geprägt und durch die folkloristischen Elemente einen in ganz Deutschland einzigartigen Stil entworfen. Der Kölner Karnevalstanz ist ein Kulturgut, das wir pflegen und erhalten wollen. Wisst ihr eigentlich, was ein Battement ist? Ich wusste das nicht. Das heißt übersetzt hoher Beinwurf und das zeige ich euch jetzt. Inzwischen sind wir zusammen 50 Tänzerinnen und Tänzer. Und auch hier gibt es eine Besonderheit. Die Kinder- und Jugendtanzgruppe und die große Tanzgruppe können jeweils alleine, aber auch zusammen auftreten. Das heißt, sie tanzen dann die Tänze gemeinsam. Die Choreografien sind so angelegt, dass sie für jede Gruppe alleine wirken, aber auch ein großes Ganzes ergeben. Die Jungs lernen hier nicht nur ordentlich tanzen, sondern auch richtig Kölsch sprechen. Das ist das, was unser Training so ausmacht. Richtige Tanzschritte und gutes Tanzen sind wichtig und natürlich immer unser Ziel. Genauso wichtig ist es aber auch zu wissen, wie sich der Tanz im Karneval entwickelt hat, woher unsere kölsche Sprache kommt und ja, wie war das nochmal mit der Geschichte der Stadt Köln, des Kölner Karnevals oder des Festkomitees? Ich finde es gut, dass die Ansage immer bei uns auf Kölsch ist. Ich finde es gut, dass man bei uns auch sehr viel über die Kölner Kultur, Sprache und Geschichte lernt. Schließlich leben wir in Köln und lieben diese Stadt. Diese Einbettung des Karnevalstanzes in ein Gesamtkonzept und damit die Vermittlung von Brauchtum, Tradition und Heimat ist das, was ich meinen Tänzern mitgeben möchte. Und auch in diesem Jahr haben wir wieder etwas Besonderes. Ein knapp halbstündiges Weihnachtsprogramm. Tänze, Darstellungen, Gedichte, alles natürlich auf Kölsch. Denn es gibt so schöne kölsche Weihnachtslieder, die nicht nur gesungen werden wollen. Uns alle verbindet eine Wertegemeinschaft, deren Ziel es ist, Brauchtum und Tradition zu erhalten, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Das geht nur durch ein hohes Maß an Einsatz, sozialer Kompetenz, Spaß, Freude, Leidenschaft und die Überzeugung, genau das Richtige zu machen. Ein Puzzle besteht immer aus vielen Teilen, das dann ein großes Ganzes ergibt, wenn alle Teile zusammenpassen. Eine Tanzgruppe stellt mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Nachwuchs und das Fundament des Kölner Karnevals dar. Deshalb glauben wir, dass unser Puzzleteil sehr gut zum Festkomitee passt. Wir möchten mit euch gemeinsam unsere Herzensangelegenheit, den Kölner Karneval, leben und bewerben uns deshalb um die Mitgliedschaft im Festkomitee. Unsere Paten, das sind die Kölsche Narrengilde und Columbina Colonia, denen wir beiden ganz herzlich für ihre Unterstützung danken.